Absolut, ich bin zurück dran. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Auf jeden Fall halten wir fest, nach dieser Woche, die Affäre Mörgeli zieht gegen grössere Kreise. Am Mittwoch hat der Rektor von der Uni Zürich jetzt seinen Rücktritt bekannt gegeben. Was sagt unsere allwissende Freitagsrunde allen, vor allem natürlich der Christoph Mörgeli selber? Kennen Sie, sehen Sie, tun Sie, hören Sie, müssen Sie, so ist es doch. Habe ich noch halb gedacht. Der Nationalrat Bastien Giraud. Hört, jetzt keine alte Pointe jetzt an dieser Stelle mit Velo und Rücktritt, das wäre jetzt nicht mehr... Nein, sicher nicht. So ein Rücktritt ist nie die Lösung. Besser sind Völker bremsen. Schon klar. Ex-Mister dann zu Blumenthal. Affäre Mörgeli geht sich auch so, oder? Man kann es nicht mehr hören mit diesen Schlagzeilen. Musst aufpassen, gell? Ich habe keine Affäre mit dem Mörgeli. Das ist ein saublödes Gerücht. Jetzt braucht auf jeden Fall die Uni Zürich eine neue, starke Person für den Rektorenstuhl. Jemand mit Führungserfahrung, mit Leadership Skills, wie wir gerne sagen. Unser Lieblingslangzeitarbeitslos, der Fußballtrainer Christian Gross, kurz vor dem Aussteuern, wäret ihr noch zu haben? Oh, mich hat Raff schon angefragt, ob ich den vakanten Cheftrainerposten bei der Uni Zürich übernehmen möchte. Aber ich kann nicht, wegen der Zeitumstellung. Das Spiel dauert 90 Minuten, aber eine Lektion nur 60. Ja, dann gehen wir zum anderen Thema diese Woche, wo grosse Schlagzeilen gemacht hat. Die SBB macht auf Tempo, will alle Bahnhöfe mit WLAN ausrüsten. Auch in den Zügen soll der Internetempfang schneller und besser werden. Was haltet meine Runde hier von dieser Speed-Offensive? Ja, wie gesagt, da ist der Baschi gesagt, Speed für unterwegs in dem Sinn. Cool, das kann ich gut brauchen, jetzt, wenn ich wieder an der Road bin. Kannst du etwas rauslassen, Mario? Kleine Korrektur, die Rede ist von Free WLAN, Free Wi-Fi. Ja, Bastian. Nein, ein weiterer Sieg für die Freiheitsbewegung, Free Mandela, Free Ai Weiwei, Free Wi-Fi. Und wenn Mona Wetsch hier wäre, würde ich ihr gerade mein Freiwilli rausspringen lassen. So. Gut, ich werde gerne mit ihr verwechselt. Vielleicht wäre das etwas, was ich noch nicht gesehen. Item. Nein, Item ist mein Wort. Item. Kann ich weitermachen? Braucht es wirklich überall schnelles Internet? Wäre nicht auch gerade der Zug ein Ort, um mal ein bisschen runterzufahren beim Fahren, Roger Köppel? Wenn der Zug abgefahren ist, bist du spät eingefahren. Um was geht's? Die SBB macht das Internet für alle zugänglich. Wir von der Weltwoche haben herausgefunden, dass Passagiere mehr Freude hätten, wenn die SBB Sitzplätze für alle würden zugänglich machen. Immerhin, nein, man kann es jetzt nicht schlecht reden. Die SBB macht etwas für die Kunden. Christoph Blocher, gerade bei der Bahn, oder? Das ist doch eine gute Visitenkarte für die Schweiz. Ums Züge, Boreali, nur viele Wege. Der sozialistische Staatsbetrieb SBB wieder etwas total falsch verstanden. Wenn ich am Bahnhof bin, will ich die Pförfe von dem Pflug fahren. Ja, und dann gibt's noch die Leute, die ja sagen, alle die Wellen von einem WLAN sind sowieso ungesund. Erst recht bei so einem starken Highspeed-Internet. Präventivmediziner Ständerat Felix Gutzwiller, ist das so? Heute mit Speed auf Entzug. Ich zweifle an dieser Methode. Zum Glück ist